Hallo zusammen, Moment. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Review. Das mal vom Lego 72046, dem Nintendo Game Boy. Der hat 421 Teile, ist für 18 plus und ist tatsächlich so gross wie der echte. Als Vergleich, das ist der echte. Der ist genau gleich gross. Spiele, Vergleich. Echter Super Mario. Ein bisschen weniger hoch. Ziemlich gleich breit. Ja, das Lego ist ein bisschen dicker. Aber abgesehen von dem ist doch genial, oder? Und so sehen wir auch, dass die wirklich nicht echt sind. Also, sind gebaut sozusagen. Dann haben wir in der Packung natürlich den Teilenträger. Ein paar Teile für die können fertig sind. Die Anleitung mit 104 Seiten und insgesamt 5 Säckchen mit Teilen. Genau, dann haben wir natürlich so einen Stand, wo man das Spiel einfach mal tun kann, wenn man es nicht braucht. Das andere Spiel kann man selbstverständlich auch einfach so rein tun. Nützt aber nicht, wenn man das hier oben sperrt, on oder off. Macht wieder das on, noch schaut man, dass das Spiel nicht rauskommt. Aber nice to know, dass es gebaut werden kann. Dann, die Steuerkreuz kann gedrückt werden. Die Buttons können auch gedrückt werden. Der kommt nicht immer wieder raus da. Aber kann theoretisch gedrückt werden. Kann gedrückt werden. Die können auch gedrückt werden, aber das sind einfach nur so Gummirädchen in dem Sinn, die da reingeklemmt worden sind. Genau. Der Lautsprecher ist natürlich auch nur einfach eine Bedruckung. Dann haben wir hier den Phone, also den Kopfhöreranschluss. Hier ist der Poweranschluss. Wir haben hier unendlichen Kontrast können wir einstellen. Unendliche Lautstärke können wir einstellen. Hier haben wir ist der Connector, wo wir einen anderen anschließen, der jetzt plombiert ist, dadurch dass hier einfach etwas eingesteckt ist. Der Rest ist alles Prints. Das ist eine normale Scheibe hier. Was gibt es da dazu noch zu sagen? Das kann man natürlich auch abnehmen, um euch zu zeigen, wie das da funktioniert. Also da unten hat es so Stecker. Das hebt dann hier einfach, wenn man das da so draufklickt. Darum hebt das. Und wenn man da das Hintergrundbild ändern, kann man das da so hinterher klappen. Dann kann man das rausnehmen. Das sind so stereoskopische Bilder, die es da 3 davon hat. Das ist noch Mario und Zelda. Der Link of Awakening oder so. Oder Link's Awakening. Genau, da kann man das Mario drin tun. Und jetzt seht ihr schon, weil das Licht durchscheint, dass man das da sieht. Aber sobald man dann zum Beispiel das Spiel drin tut und anschaltet, dann sieht man natürlich da, dass es so ist. Man sieht es aber nicht so gut, weil der Kontrast ist wahrscheinlich zu wenig hoch. Nein, ist natürlich so. Dann haben wir da so einen Stand, wo man es draufstellen kann. Der Stand auch für das sekundäre Spiel. Der klemmt sogar das Spiel hier. Also es kann nicht runterfallen, auch wenn ihr es so macht. Genau, plus eben die 2 andere. Also das ist eigentlich das Nintendo, wo das Nintendo-Logo auf und runter geht, für wenn wir anschalten. Genau, jetzt zum Ausstehen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe das bekommen von einem Kollegen, dass ich es euch zeigen darf. Also ich habe kein Geld dafür bekommen, dass ich es zeigen soll, aber ich finde es trotzdem toll, dass ich das euch zeigen darf. Wenn ihr das Video auch toll gefunden habt, bitte tut mir noch auf einen Kommentar, schaut das bitte noch möglichst viele Leute von diesem Video erfahren. Und es wäre toll, wenn ihr uns abonniert, falls ihr noch nicht habt, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. So oder so, bitte bleibt noch ein bisschen da, schaut noch ein paar Videos und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao zusammen!